Es sind sehr anstrengende Zeiten im Moment. Es ist wirklich so, die Patienten sind sehr, sehr instabil, sehr, sehr aufwendig. Jetzt haben wir gerade eine Reanimation gehabt, zum Glück bis im Moment erfolgreich. Eventuell müssen wir sogar operieren auf der Intensivstation, an einem anderen Bett gleichzeitig eine Einlage von so einer externen Lunge, ja, Anführungszeichen, ein ECMO. Wir sind extrem am Rotieren, sagen wir. Ja. Die Patienten kommen entweder aus dem Unispital selbst oder sie werden von anderen Spitälern hierher verlegt. Alle sind in einem sehr schlechten Zustand, der häufig sehr plötzlich eingetreten ist. Denn Probleme mit der Lunge bringen alle Organe in Sauerstoffnot. Normalerweise kann der Sauerstoff ungehindert aus den Lungenbläschen ins Blut fließen. Wenn sich hier aber Coronaviren einnisten, kommt es zu einer Entzündung zwischen Lungenbläschen und Blutgefäß. Der Abstand zwischen Lungenbläschen und Blutbahn wird größer, die Sauerstoffaufnahme erschwert, der Patient bekommt Atemnot. Ich glaube, der Patient ist einfach froh schlussendlich, dass er zu uns kommen kann, wo er entsprechende Unterstützung bekommt und entsprechende Medikamente, um ihm auch die Angst zu nehmen, die Atemnot zu nehmen, wenn er dann Atemnot hat. Und ist dann eigentlich froh, dass er in einer Umgebung ist, wo viele Leute für ihn schauen. Auf der Intensivstation werden die Patienten an das Beatmungsgerät angeschlossen. Dafür wird ein Schlauch in die Luftröhre eingeführt. Darüber kann dann Sauerstoff mit Druck so lange in die Lungenbläschen gepumpt werden, bis wieder genug Sauerstoff im Blut ankommt. So eine künstliche Beatmung hat aber auch ihre Grenzen. Das Problem ist nicht, einfach Luft in den Patienten zu bringen. Das kann man mit sehr viel Gewalt, sondern man muss das so schonend und sanft machen, dass man die Lunge nicht zusätzlich schädigen. Die Beatmung ist sehr schwierig. Wenn man diesen Patienten ein bisschen etwas macht, verändert sich gerade alles zusammen. Wieder neue Einstellungen machen. Eben Patienten, die man häufig auf den Bauch drehen oder auch auf die Seite. Das macht man einerseits, um den zähen Schleim aus den Atemwegen zu bekommen. Andererseits will man erreichen, dass die Lunge besser Sauerstoff ins Blut abgeben kann. Ist die Entzündung so weit fortgeschritten, dass die Lungenbläschen wassergefüllt sind und wenn dann trotz künstlicher Beatmung kaum noch Sauerstoff ins Blut gelangt, muss eine externe Maschine die Funktion der Lunge übernehmen, die sogenannte ECMO. Man zieht Blut ab vor dem Herz. Das geht nachher über eine Maschine rein, über eine Pumpe in eine Kunstlunge. In dieser Kunstlunge kommt Sauerstoff in das Blut rein und Kohlendioxid geht raus. Und dann wird das Blut zurückgepumpt in den Körper rein. Das heisst, wir machen den ganzen Gasaustausch, den die Lunge macht, machen wir extern. Bis jetzt haben wir alle Patienten wieder weggebracht von dieser Maschine. Aber was das mittelfristig heisst, das müssen wir dann noch schauen. Weiteres Problem: Es fehlen Medikamente, die erwiesenermaßen etwas bringen. Und das ist ein riesiges Problem, sonst wären wir schon einen grossen Schritt weiter. Das Malaria-Medikament, das ist etwas, das wir im Moment noch geben, wo man das Gefühl hat, es könnte etwas nützen. Und am meisten Hoffnung wird jetzt in das Ebola-Medikament gesetzt, das direkt auf die Virusvermehrung wirken sollte. Im Moment das Wichtigste ist einfach eine gute Intensivtherapie. Wir müssen schauen, dass wir den Patienten so weit unterstützen können, dass er selber heilen kann. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir alle Organe, die nicht mehr richtig funktionieren, unterstützen können, ersetzen und dem Patienten so weit möglich die besten Heilungsbedingungen bieten in seinem ganz, ganz schlechten Zustand. Aber heilen muss er im Moment noch selber. Ja. Gelingt das nicht, versagen nach und nach die inneren Organe. Bisher sind hier am Unispital Zürich 2 Patienten gestorben, aber die Hälfte der Intensivpatienten konnte wieder entlassen werden. Ob diese bleibende Lungenschäden haben werden, ist nicht absehbar. Ein langer Aufenthalt auf der Intensivstation hinterlässt aber auf jeden Fall Spuren. Das können Angstträume sein, zum Beispiel. Das können aber auch Konzentrationsprobleme sein. Wenn jemand vorher schon Probleme hatte, beginnende Demenz oder so etwas, dass sich das verstärkt. Also, es ist nicht ohne.
mit gewissen Problemen, die nachwirkend da sind, muss man durchaus rechnen. Und auch beim Intensivpersonal hinterlässt diese Zeit Spuren. Sich über genesene Patienten freuen, ist im Moment gar nicht so einfach. Da haben wir natürlich alle zusammen Freude. Meistens können wir dann nicht allzu lange feiern, ja, Anführungszeichen. Machen wir natürlich nicht, weil eben der nächste Patient schon wieder reinkommt und weil man halt auch, wenn wir einen verlieren, verlegen immer noch 15 weitere Patienten haben, die halt in dieser schlechten Phase sind. Aber wenn man dann die Zahlen anschaut und sieht, die Hälfte der Patienten haben wir verlegen, dann ist das schon schön. Man muss es einfach sich ab und zu wieder vor Augen führen, weil beim Patienten selber hat man nicht die Gedanken.